Willkommen zu dieser Predigt in der Serie «Kleine Propheten, grosse Worte». Und heute Morgen mit einem Prophet, dem sein Name, der macht schon mal viel Freude. Und zwar heißt er Partyman, Mann des Festes. Haggai übersetzt heißt nämlich Mann des Festes. Und mit dem nehme ich mal an, ist es immer lustig gewesen, hat man es immer gut gehabt. Wahrscheinlich wird er so heißen, weil er am Festtag geboren worden ist. In dieser Serie geht es uns darum, die Propheten, die Bücher von den kleinen Propheten, wo man selten darüber predigt, wo man selten drin liest, wahrscheinlich auch, einmal ein bisschen genauer anzuschauen. Das Spannende beim Haggai ist, dass wir von seiner Botschaft, die er überkommt, ganz genau wissen, wann er es bekommen hat. Auf den Tag genau. Die erste Botschaft ist nämlich vor ungefähr einer Woche, am 29. August, im Jahr 520 vor Christus zu ihm gekommen und dann im Verlauf von 4 Monaten, also eine kurze Zeit eigentlich, wo die Teile von dieser Botschaft zusammengekommen sind. Was speziell ist an der Situation zu der Zeit vom Haggai ist, wie wir vorher gehört haben, hat es eine Zeit gegeben, wo das Volk deportiert worden ist, weggenommen worden ist. Das heisst, Gott hat dem Volk als Gericht androht, dass Babylonier kommen und das Volk aus ihrer Heimat vertreiben. Und das ist effektiv dann passiert, dass das Volk ist vertrieben wurde, ist gewaltsam rausgerissen worden aus ihrem Lebensumfeld und hat jetzt an einem anderen Ort in Babylonien in der Fremde müssen leben. Und der Haggai gehört zu den ersten Männern, die nach dieser 70-jährigen Zeit vom Exil, wie man sagt, vom Fernsein von daheim, zurückkehren. Und dem Perserkönig Kyros ist der Juden dann möglich gewesen, den Israeliten zurück in ihr Land zu gehen. Und zusammen mit dem Statthalter Zerubabel und mit dem Hohepriester Jeschua hat der Haggai mit zu den Ersten gehören, die nach 70 Jahren wieder zurück sind in das Land, wo sie eigentlich herkommen. Die Rückkehr ist im Jahr 538, das heisst, es sind etwa 18 Jahre seit dem Zeitpunkt, wo die Ersten wieder zurückgekommen sind, bis zu dem Moment, wo die Botschaft vom Haggai, durch den Haggai, an das Volk ergeht dann auch. Das Buch Haggai ist das zweitkürzeste Buch aus dem Alten Testament und das zeigt uns auch etwas Wichtiges. Er verliert keine Zeit, er kommt direkt auf den Punkt, es geht sofort zur Sache. Und zwar schon im 2. Vers von dem Buch sehen wir, lesen wir und spüren wir, wenn wir genau anhören, was der Herzschlag ist von Gott hinter diesen Botschaften, die er am Haggai gegeben hat für sein Volk. Und wir lesen gerade miteinander Haggai 1 ab Vers 2. So spricht der Herr, der Allmächtige. Schon mal eine gute Ankündigung. So spricht der Herr, der Allmächtige. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft. Aha, ist es jetzt etwa Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Offensichtlich ist Gott nicht zufrieden gewesen. Nicht zufrieden mit dem Volk, nicht zufrieden vor allem mit den Prioritäten, die sie gesetzt haben. Offensichtlich hat sich Gott etwas anderes gewünscht. Und es scheint so, als ob die Rückkehr in das Heimatland, wo Gott ihnen ermöglicht hat, verbunden war mit dem starken Wunsch von Gott, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. In der Fremde ist die Gegenwart von Gott oder der Tempel als Symbol von der Gegenwart von Gott weit weg gewesen, zerstört gewesen. Und die Rückkehr ist verbunden mit dem Wunsch, dass Gott wieder wollte, mitten unter den Menschen wohnen. Der Tempel war ja ein Ausdruck, seit jeher eigentlich, als Ort der Begegnung. Als Ort, wo die Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen haben, sinnbildlich, spürbar, erfahrbar möglich geworden ist. Der Tempel war so ein Ort, wo Gott seinen Herzschlag, der durch die ganze Bibel durchgeht, also sichtbar gezeigt hat. Von Anfang an von der Schöpfung bis zu der letzten Seite der Bibel, wo es Einblick gibt über die Ewigkeit, ist ein Thema, das über allem steht. Gott will Gemeinschaft haben mit dem Menschen. Er schafft sich es Gegenüber, will Gemeinschaft haben im Garten Eden. Und was ist die Beschreibung von der himmlischen Realität, wo der Johannes rausschaut? Das ist auch, Gott wird bei den Menschen sein und es wird nichts mehr geben, was sie trennt. Es gibt nichts mehr anderes, was nötig ist, als die Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen hat. Und offensichtlich ist das der Herzschlag von Gott, auch, wo das Volk zurückgekommen ist aus dieser Fremde. Zurückgekommen ist aus dem Ort, wo sie sich hätten hintersinnen, was für einen Platz das Gott in ihrem Leben hat. Es ist ein pointierter Kontrast, der da kommt.
Auf der einen Seite die holzvertäfelten Häuser, wie es heisst, wo man annimmt, dass sie aus Zedernholz Wandverkleidungen gemacht haben. Das war ein Teil von der vornehmen Kultur dort mal. Und das Zedernholz, das schellt vielleicht beim einen oder anderen, ist ja eigentlich das Holz gewesen, das man gebraucht hat, für den Tempel zu bauen. Und offensichtlich hat Gott gesagt, aha, ihr schaut schon für euch selber, aber für mein Haus nicht. Gut, man muss sagen, so ganz aus dem Nichts ist es ja nicht gekommen. Immerhin ist das Volk jetzt gerade zurückgekommen aus 70 Jahren, wo sie gegen ihren eigenen Willen an einem Ort leben mussten, wo es ihnen nicht so gut gegangen ist. An einem Ort, wo sie keinen eigenen Besitz hatten. Oder? Sie waren ja nicht tätig und es war ein bisschen Ferienresidenz, sondern sie ist schlussendlich von einem fremden Reich entführt worden, entwurzelt worden, rausgerupft worden. An einem Ort, wo man keine Möglichkeiten hatte, für sich selber zu schauen. Wo es eine Zeit war von vielen Entbehrungen, eine Zeit von Verzicht, eine Zeit von der Angst und der Unsicherheit, eine Zeit, wo man nicht gewusst hat, ob das, was man heute hat, morgen einem auch noch gehört, weil jederzeit einer hat kommen können und ihm alles hat wegnehmen können. Und so erstaunt es nicht, dass das Volk auch da und dort an einem Punkt ist, wo es sagt, hey, auch mal etwas für uns. Wo die Prioritäten vielleicht ein bisschen verschoben sind. Natürlich haben sie nicht ohne Gott. Das sieht man auch. Das Buch Esra beschreibt uns die Rückkehr ziemlich genau. Und es beschreibt uns, wie das Volk angefangen hat, schon sehr bald mit dem Bau vom Altar und mit dem Bau vom Tempel. Sie haben schon mit Gott. Es war nicht so, dass sie sich von Gott abgewendet hätten. Aber es war halt nicht ganz so einfach. Es hat sich nicht ganz so entwickelt, wie sie sich das vorgestellt haben. Plötzlich sind Widerstände gekommen. Leute haben vielleicht mit dem Finger gezeigt, haben ab und zu mal gelacht. Wir sehen, wie sie Anfindungen erlebt haben, wie die Leute, die dort gewohnt haben, eigentlich hätten mithelfen beim Tempelbau, aber sie nicht dürfen. Dann sind es Beleidigungen und dann haben sie angefangen zu sticheln und böse zu tun. Und so ist das Anliegen vom Tempelbau Schritt für Schritt ein bisschen in den Hintergrund geraten. Die Leute haben sich gesagt, ja, wir können uns ja mal selber etwas gönnen, jetzt, wo wir wieder zurück da sind. Es war eine schwere Zeit. Mal ein bisschen kürzer treten, einen Schritt ein bisschen langsamer machen. Mal auf etwas anderes konzentrieren. Mal etwas Neues sehen, etwas Neues erleben. Mal auch etwas Schönes für sich zu haben. Und so haben sie angefangen, Stück für Stück ihren Fokus auf die Seite zu schieben. Als ich das so gelesen habe, und ich meine, wir sind da jetzt 2 oder 3 Verse in diesem Buch drin, also es geht direkt zur Sache, habe ich gemerkt, wie es etwas mit mir macht. Es hat angefangen zu mir reden. Und ich habe noch einen kurzen Moment innegehalten, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung und habe mir ein paar Fragen an mein eigenes Leben gestellt. Und ich glaube, das ist schlussendlich auch die Botschaft, die da drin steckt. Die kommt roh, die kommt echt, die kommt direkt und das kratzt ein bisschen da rein. Aber ich glaube, das ist genau die Absicht, die Gott hat. Ein paar Fragen, die ich mir stelle, die du dir stellen kannst. Mal ganz ehrlich, wo liegt der Fokus in meinem Leben denn? Was für einen Stellenwert hat Gott in meinem Leben und seine Sache? Und das jetzt nicht einfach so schnell dahin gesagt, natürlich Gott hat die erste Priorität, Gott hat den ersten Platz in meinem Leben, sondern mal ganz ehrlich, wo fließt denn meine Zeit an? Meine Energie? Meine Initiativkraft? Für was engagiere ich mich? Für was plane ich? Für was spare ich vielleicht Geld? Von was träume ich? Oder mal einen Bankkontoauszug anzufordern und mal effektiv anzuschauen, wo geht denn mein Geld an? Das zeigt ja auch, wo meine Prioritäten liegen, was mir wichtig ist. Von was erzähle ich leidenschaftlich? Vielleicht die letzten paar Wochen mal Revue passieren lassen, Gespräche am Pausentisch, Gespräche daheim am Mittagstisch, in der Nachbarschaft, mit Freunden. Über was hast du erzählt? Wo fängt dein Herz an zu brennen? Von was weißt du ganz genau Bescheid? Top aktuell informiert. Oder kurz gesagt, was ist mir wichtig? Und ich möchte dir Mut machen, in den nächsten Wochen mal anzuhocken, einen kurzen Moment Zeit zu nehmen, ein paar Fakten zusammenzusuchen, vielleicht deinen Terminkalender aufzumachen, mal die Halbjahresübersicht machen. Es gibt ja so Banking-Apps, die dir genau sagen, für was du Geld ausgegeben hast. Vielleicht einmal Revue passieren lassen, über was du geschwätzt hast. Und effektiv einmal eine Liste machen. Das heißt, ganz ehrlich, wenn ich die Fakten anschaue, was sind die Top 10 Prioritäten in meinem Leben? Was ist mir wichtig? Was für einen Platz hat Gott? Was für einen Platz hat die Kirche
in dieser Rangliste. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo mich dann ehrlich gesagt mega beschäftigt hat. Weil es gibt ein kleines Problem. Ich bin ja voll angestellter Pastor. Und schlussendlich ist es logisch, und das weiss ich, ist bei jedem von euch schnell durch den Kopf durchgegangen, dass es ein Anliegen ist von mir, dass ihr möglichst viel Priorität und Gott gebt. So viel Bibel lesen, so viele Kirchen kommen, dass ihr grosszügig sind mit euren Finanzen, wenn es um die Sache da geht. Immerhin zahlen wir ja unsere Rechnungen auch mit dem Geld, das ihr da zur Verfügung stellt. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, es ist noch schwierig, um jetzt dafür zu stehen und das so pointiert bringen, wie der Haggai, dass es ihm in seiner Botschaft am Volk gebracht hat. Weil ich ehrlich muss zugeben, ich bin nicht neutral. Es ist logisch, ich bin ein bisschen vorgeprägt da drin. Und auch wenn ich gern so heilig und rein und lauter wäre in meinem Motiv, es schwingt immer auch ein bisschen etwas Persönliches mit. Es ist aber auch herausfordernd für euch. Herausfordernd für euch, dass es euch ein bisschen einfacher fällt, dieser Spitze und dem Kratzigen, wo in dieser Botschaft hineingeht, auszuweichen, weil ihr euch nicht manipulieren lassen von mir. Und plötzlich tut man das weichspülen und wenn man den Text da liest, merkt man, er ist überhaupt nicht weichgespült. Und dann habe ich überlegt, wie können wir das machen? Und ich schlage euch einen Deal vor. Also ich mache es einen Weg, das heisst, ich hoffe, es ist auch okay für euch. Aber sonst müsst ihr halt Göschenei-Roller machen, da rein, dort raus. Mein Deal ist, ich werde extra jetzt ein bisschen überzeichnen. Das heisst, ich beschreibe eine Art von Leben, eine Prioritätensetzung, die ganz bewusst überzeichnet ist. So wird sie auf niemanden da rein zutreffen. Es ist extrem. Ein bisschen provokativ, ein bisschen übertrieben. Und ich überlade für euch die Frage, wo ihr euch einordnet in eurem Leben. Ich weiss, es gibt 1000 Ausreden. Ich weiss, es ist nicht böse gemeint und ich weiss, es gibt immer Erklärungen. Und am Schluss müsst ihr mir nicht Rechenschaft ablegen darüber, wo ihr euch einschätzt und was für Konsequenzen das ihr zieht. Ich überlasse ganz euch. Ich tue bewusst übertrieben und mute es euch zu, dass ihr euch selber einschätzt und hinterfragt. Wo sind deine Prioritäten? Was für einen Platz hat Gott in deinem Leben? Und gibt es allenfalls etwas, wo du müsstest ändern, wenn du diese Botschaft hörst? Und darum, zu einem schwungvollen Titel, der über dem nächsten Abschnitt steht, das heisst, Been there, done that und doch nicht satt. Dort bin ich gewesen, das habe ich erlebt und doch nicht satt. Been there, done that und doch nicht satt. Wir lesen Kapitel 1 ab Vers 5 wieder im Haggai. So spricht der Herr, der Allmächtige, seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, und doch hält sie euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. Oder vielleicht heute würde man sagen, es zerrinnt ihnen durch die Finger. Es scheint ein bisschen so, als ob diese Botschaft punktgenau auf die Welt vom 21. Jahrhundert treffen. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen mehr so, wie es im Predigerbuch heißt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Der aufstrebende Wohlstand in unserer westlichen Welt hat uns einen unglaublichen Punkt angebracht. Nach dieser schweren und leidplagten Zeit, Anfangs letzten Jahrhunderts, wo geprägt ist von diesen Weltkriegen, geprägt ist von Leiden, von Zerstörung, geprägt ist von einem unbändigen Willen zum Wiederaufbau, stehen wir heute an einem völlig anderen Punkt. Heute haben wir in unserer westlichen Welt eine noch nie dagewesene Lebensqualität. Alles ist möglich. The sky is the limit. Der Himmel ist die Grenze. Und es scheint ein bisschen so, als ob die Social Media das Ganze noch mal ein bisschen befeuert hätten. Besonders Instagram, was es uns möglich macht, all die grossartigen Erlebnisse von unserem Leben in einer Sekundenschnelle mit der ganzen Welt zu teilen. Und wir suhlen uns dann so in all diesen Sachen, wo andere alles erlebt haben. Und wir fangen an, Punkte auf unserer Bucketlist, sagt man dem. Es sind jetzt ganz viele englische Begriffe, aber so liest man das halt, aufzuführen. Sachen, die wir in unserem Leben alles mal gemacht haben. Einmal auf die Malediven, einmal Bungee-Jumpen, einmal dort und einmal das. Been there,
done that. Oder heißt es doch so schön, make memories, not money. Mach Erinnerungen und nicht Geld. Uns geht es so gut, dass wir für ein paar Franken in der ganzen Weltgeschichte umeinander chatten. Für 50 Stutz kannst du ans andere Ende von Europa und wieder retour. Schnell ein Wochenende dort. Schnell einen Abstecher da. Schnell auf Galaxus dieses oder jenes bestellen. Oder wie heisst es denn so schön? Living my best life. Und wir uns gegenseitig zeigen, wie grossartig das unser Leben ist. Natürlich nur die grossartigen Momente. Oder ein bisschen schweizerischer oder deutscher habe ich von meinen Kindern gelernt. Gönn dir, Brudi, gönn dir. Eine Lebensqualität. Gönn dir, Brudi. Hey, schau einmal für dich. Hol etwas raus aus dem Leben. Lass dir mal gut gehen. Immerhin hast du hart gearbeitet für das. Oder eben, wie ich es zusammengefasst habe, been there, done that. Was wir uns im Westen in der heutigen Zeit an Luxus, an Reisen, an Weekend-Trips und an Freizeitprogrammen leisten können, wäre vor ein paar Jahrzehnten schlicht unmöglich gewesen. Versuch mal deinen Großeltern oder Urgroßeltern so etwas zu erzählen. Für sie unvorstellbar gewesen. Ihr Leben, völlig eine andere Realität. Aber die große Frage ist, hebt das Leben dann, was es verspricht? Das Best Life, das crazy Leben, macht es wirklich glücklich und zufrieden? Können wir den Moment überhaupt noch geniessen, wenn wir konstant in all diesen unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen leben, was man noch alles rausholen muss aus diesem Leben? Wie viel Neid, Missgunst und Sehnsucht schüren wir so, gegenseitig? Gibt es überhaupt das Genug in so einem Lebensstil? Gibt es einmal den Moment, wo man sagt, hey, jetzt habe ich es? Oder ist es mehr so, wie es der Haggai im Auftrag von Gott im Volk hat müssen ausrichten, egal was er tut, es sättigt euch doch nicht. Und hat es bei so einem Lifestyle, bei diesem Tempo, bei all dem, was man noch alles muss, überhaupt noch Platz für Gott und für das, was ihm wichtig ist? Ich bin fest überzeugt, es ist Gott nie um ein schlechtes Gewissen gegangen. Auch nicht darum gegangen, dass er den Menschen es nicht gönnen mag, wenn es ihnen gut geht. Es ist auch nicht darum gegangen, dass er möchte, dass alle von uns zum Mönch und Nonnen werden und unseren weltlichen Gelüsten entbehren, uns zurückziehen und in die Einsamkeit verschwinden. Ich glaube, am Schluss geht es eher um die Frage, wo willst du mal landen mit deinem Leben? Und wie kommt man dort hin? Ich finde im Haggai 3 so Impulse. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber 3, die mir so rausgestochen sind, in der Hilfe, als Hilfe, um unsere Prioritäten nochmal neu zu ordnen. 3 Gedanken, die uns helfen können, Gott den Platz in unserem Leben zu geben, den er sich wünscht und wo ich fest davon überzeugt bin, dass es ihm zusteht. Das erste steht unter dem Titel, was du wertschätzt, wird wertvoll. Was du wertschätzt, wird wertvoll. Die Schlussfolgerung von diesen provokativen Fragen, die Gott seinem Volk stellt, ist ziemlich einfach. Er sagt, setzt euch für meine Anliegen ein und ich werde schauen, dass es euch gut geht. Offensichtlich verliert man nicht, wenn man Gott an die erste Priorität macht, wenn man Gott an den ersten Platz von seinem Leben anstellt, sondern man gönnt. Man gönnt mehr, als man sich hätte vorstellen können. Wer Gott den ersten Platz gibt, der kommt selber nicht zu kurz. Irgendwie ist es sogar umgekehrt, scheint es sein, wenn man die Texte da liest. Wer für sich selber schaut, dem verrinnen die Ressourcen manchmal zwischen den Fingern und es scheint, als ob es kein Ende mehr nehmen würde. Und gleichzeitig gibt es andere Menschen, die scheinbar so wenig haben und trotzdem zufrieden, erfüllt und satt in ihrem Leben sind. Offensichtlich steckt irgendwo ein Geheimnis da drin. Ein Geheimnis, das sich versteckt hinter diesen Aussagen und ein Geheimnis, das auch Jesus darauf zu sprechen kommt. Es gibt den bekannten Vers in Matthäus 6, Vers 33, wo es heißt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Hinter dem Drang, alles aus dem Leben rauszuquetschen, steckt oft eigentlich die Angst. Die Angst, zu kurz zu kommen dabei. Dass wir all das uns holen und uns nehmen, kommt aus dieser inneren Sehnsucht raus. Dass wir irgendwo auf der Strecke bleiben könnten. Und Jesus nimmt genau diese Aussagen auf. Weil der ganze Abschnitt, wo der Vers drin steht, steckt unter dem Thema, ihr müsst euch keine Sorgen um die Zukunft machen. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr leer ausgeht. Gott schaut für euch. Er überlässt euch nicht selber, eurem Schicksal.
Spannend ist natürlich auch, dass in dem Vers steht, was ihr braucht. Nicht unbedingt, was ihr wettet oder was ihr euch vorgestellt habt, aber mindestens, was ihr braucht. Genug. Und wie die Bibel uns sagt, mehr als genug, um einfach zu überleben. Vielleicht nicht ganz alles. Nicht alle Lamborghinis, nicht alle schönen Häuser, nicht alle Traumferien, die man sich wünscht. Aber genug, zum zufrieden zu sein. Genug, zum erfüllt zu sein, tief in dir drin. Die Gefahr liegt ein bisschen, dass man den Vers anfängt zu vertrüllen. Und dass man aus dem Vers so ein Quid pro quo macht. Oder? Eine Hand wäscht die andere. Gott, wenn ich jetzt für dich schaue, dann erwarte ich dann schon aber auch, dass du mir zurücklieferst. Aber dann mache ich es eigentlich nicht für Gott, sondern ich mache es eigentlich für das, was ich erhoffe, dass Gott mir nachher wird geben. Vielleicht liegt das Geheimnis in dem Vers, so wie es Jesus ein bisschen weiter vorher sagt. Wo euer Schatz ist, dort ist auch euer Herz. Oder wie ich es genannt habe, was du wertschätzt, wird wertvoll. Es ist ein einfaches Prinzip. Das, was du wertschätzt, für das, wo du dich investierst, für das, dem, wo du Aufmerksamkeit gibst, in das, wo du Zeit investierst, es wird automatisch einen Platz, ein Gewicht in deinem Leben bekommen. Es wird wertvoll werden für dich. Auf das, was du fokussierst, das hast du im Blick. Und das ist das, was schlussendlich dann auch einen Wert bekommt in deinem Leben. Und ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass es uns manchmal darum in unserem Glauben so langweilig ist? In unseren Small Groups anödet. Oder in diesen Gottesdiensten, das ein bisschen, ich habe schon 1000-mal gehört. Das Bibellesen vielleicht mir nicht mehr so viel sagt. Weil ich angefangen habe, den Fokus auf andere Sachen zu verschieben. Könnte es sein, dass es eine logische Folge ist, dass es immer schwieriger wird, sich für Gott und seine Sache zu interessieren, wenn der Fokus an einem anderen Ort liegt. Was du wertschätzt, wird wertvoll. Und sobald alles andere in deinem Leben wichtiger ist, das muss ich noch gesehen haben, das muss ich noch gemacht haben, an dem Ort, wo ich noch gewesen sein, mit dem muss ich noch mich abgeben haben, wird automatisch der Wert von Gott, von seinen Anliegen in den Hintergrund treten. Was du wertschätzt, wird wertvoll werden. Zweiter Impuls, zum Gott die erste Priorität in unserem Leben zu geben. Ich provoziere immer noch ein bisschen, einfach, dass ihr euch daran erinnert. Gottes Königreich ist grösser als mir. Grösser als mir. Haggai 2, Vers 3. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Und was seht ihr jetzt an seiner Stelle entstehen? Ihr meint, es wäre im Vergleich dazu nichts. Es stimmt. Rein äußerlich gesehen ist der Tempel, wo das Volk am Aufbauen war, nicht eine Schönheit. Es war nicht ein Gebäude, wo die Leute aussen reihenweise in Scharen umgekehrt sind. Es war auch kein Ort wie früher, wo die Königin von Saba von weit her gereist ist, weil sie gehört hat, wie prunkvoll und majestätisch das ist. Es sind ein paar Steine. Etwas Einfaches, etwas Unscheinbares. Und vielleicht ist genau das Problem für das Volk. Dass es eben nach außen nicht so wahnsinnig gut ausgesehen hat. Dass es eben nicht wahnsinnig viel Zuspruch von außen gegeben hat, wenn man den Tempel gebaut hat. Und vielleicht ist es bei uns manchmal auch in unserem Unterwegssein mit Gott ähnlich. Dass es gegen außen nicht so wahnsinnig spektakulär ausgeht, wie wir uns das manchmal vorstellen. Dass es manchmal mega normal ist, dass es mega alltäglich ist, dort, wo wir mit Gott unterwegs sind. Und es bringt vielleicht nicht ganz so viele Likes auf Instagram, wie deine krassen Ferienfotos oder wie Katzenvideos. Die Botschaft, die hinter dem steckt, ist, wer sich einsetzt für Gott und für seine Sache, der wird Teil von etwas Grösserem. Teil von etwas, das sich nicht begrenzt auf die paar Steine, die da aufeinander biegen werden, sondern er wird Teil von dem grossartigen Plan, wo Gott mit jedem einzelnen Menschen hat. Angefangen bei dir, dass er sich wünscht, Teil sein von deinem Leben. Dass er sich wünscht, die Quelle vom lebendigen Wasser zu sein, wo der Durst von deiner Seele stillt. Und dass die Begegnungen, die du mit ihm hast, dürfen zu dem Schatz werden, wo du mitträgst in deinem Leben hinein. Zu dem Ort, wo du kannst hören, was er über dir denkt. Wo du kannst innerlich auftanken mit all dem, was du nötig hast. Es sind vielleicht unscheinbare Begegnungen. Vielleicht die in deinem Kämmerlein. Vielleicht da in der 4. Reihe, wo niemand dir zuschaut. Es sind vielleicht nicht spektakuläre Sachen, die du nachher kannst posten und wo all dir einen Daumen geben. Aber es sind Momente, wo in deinem Herz hinein
tief in dir drin das Fundament legen für ein zufriedenes, für ein erfülltes Leben. Und der Plan, den Gott hat, beschränkt sich nicht nur auf dein Leben, sondern er möchte dich brauchen, um mit dir zusammen und durch dich durch anderen Menschen zu erzählen, dass es einen Ort gibt, dass es einen Moment gibt, wo ihr Herz, ihr Leben erfüllen können. Und dass das, was sie so dringend suchen, zu finden ist. Bei Gott. Im Unscheinbaren. Vielleicht manchmal im Versteckten und im Verborgenen. Der Tempel ist nur ein kleiner Teil. Es ist nur ein kleines Gefäß von dem grossartigen, weltumspannenden Plan, der vor Tausenden von Jahren angefangen hat und wo uns in Ewigkeit wird überdauern. Wo Gott sagt, wer mit mir verbunden ist, ist mit der Quelle vom Leben verbunden. Und das ist sein Plan über dein Leben und über das Leben von allen Menschen. Gott wird uns die Augen aufmachen und uns helfen zu verstehen, dass es ein Teil von dem war, was er vorgehabt hat. Und es heißt da im Kapitel 2, ab Vers 6, in Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, sodass Meere und Festland beben werden. Die Völker werde ich aufrütteln und die Schätze aller Nationen werden kommen. Die Schätze aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr, der Allmächtige. Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr, der Allmächtige. Und die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr, der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen, sagt der Herr, der Allmächtige. Ich glaube, es ist eine Sicht, wo nicht nur auf den Tempel gesprochen worden ist, sondern über das aus, auf das Königreich von Jesus, wie wir so gern sagen. Auf den Moment, wenn Jesus auf die Erde kommt und das sichtbar wird, dass eine neue Zeit angefangen hat. Wo Gott sagt, es wird einmal eine Zeit kommen, wo alle Menschen ohne Hindernis, ohne Trennung, an allen Orten, zu jeder Zeit zu mir kommen können. Und genau das können erleben, wie die Herrlichkeit und all die Schätze und Reichtümer der Welt, all das, was die Menschen so dringend suchen, zugänglich wird. Und ich glaube, es rettet in die Zeit hinein, über unseren Tod aus, in die Ewigkeit. Das heisst, es gibt einen Ort, wo kein Leid und kein Tränen und kein Schmerz und nichts Schlechtes mehr wird sein. Es ist grösser als jetzt. Es ist grösser als wir. Also was du wertschätzt, wird wertvoll. Es ist grösser als wir. Und der dritte Gedanke, bist mutig. Die Botschaft vom Haggai, auch wenn sie nur so kurz ist eine Botschaft voll von Ermutigung. Eine Ermutigung drin, Gott den ersten Platz in seinem Leben zu geben. Und das braucht immer wieder Mut. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und ich bin überzeugt, du weißt es auch. Es ist oft, wenn man in dem Glauben unterwegs ist, wie wenn man einen Schritt machen muss, bevor man weiß, was einem erwartet. Man muss etwas riskieren, bevor klar ist, was zurückkommt. Es ist immer und immer wieder ein Vertrauen darauf, dass man eben nicht zu kurz kommt. Ein Vertrauen darauf, dass Gott dann schon schaut. Ein Vertrauen darauf, dass es sich lohnt am Schluss. Manchmal muss man sich auch gegen gewisse Trends stellen. Wie dort zumal, gegen die Anfindungen und Angriffe. Das Umfeld ist nicht immer Fan von dem, was du machst. Es ist nicht immer Fan davon, wenn Menschen Gott ihren ersten Platz, die erste Priorität geben. Und manchmal muss man sich erklären. Manchmal muss man sich rechtfertigen. Aber genau in diese Situationen hinein redet der Haggai im Auftrag von Gott. Wo er sagt, aber ich, der Herr, sage, lasst den Mut nicht sinken. Und dann ganz persönlich, Zerubabel und Jeschua, die zwei, die verantwortlich sind, die zwei, die dran sind. Und ihr Menschen von Juda, seid stark und arbeitet weiter. Denn ich, der Herr, der Allmächtige, stehe euch bei. Ich halte, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als sie aus Ägypten zogen. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. Es gilt auch für dich. Die Ermutigung gilt für dich in deinem Leben hinein. Wenn du dein Herz aufmachst, Gott gegenüber. Wenn du deine Prioritäten neu ausrichtest. Gott überlässt den Menschen nicht ihrem eigenen Schicksal. Er ist nicht so dort, dass er sagt, also machen wir erst die Priorität und dann schauen wir mal, was passiert. Sondern er sagt, nein, ich bin mit euch unterwegs, mit drin, überall, wo ihr hingeht. Ich werde euch begleiten. Ich werde euch alles geben, was ihr nötig habt. Ich werde euch wieder aufhelfen, wenn ihr mal gestolpert sind. Ich werde euch helfen, zurück auf den richtigen Weg zu kommen, wenn ihr abgekommen sind davon. Ich lasse euch nicht allein. Ich lasse euch nicht im Stich. Ich bin da. Darum sind mutig. Darum sind mutig und machen den Schritt. Wagen mal etwas. Steht mal raus. Gebt der ganzen Sache mal eine Chance. Wenn du in deinem Herzen entscheidest, dass es eh nicht möglich ist, wird es nie möglich werden. Aber wenn du es wagst,
in Gottes Willen wagst du etwas Mutiges zu machen, einmal rauszusteppen, mal etwas zu riskieren, Prioritäten mal anders zu setzen. Dann wird etwas passieren in deinem Leben. Was du wertschätzt, wird wertvoll. Es ist grösser als wir. Bist mutig, etwas zu wagen. Und zum Schluss provoziere ich noch mal ein bisschen. Ich erzähle ein bisschen von mir und ich weiss, das ist nicht so normal und ich tue auch da vielleicht ein bisschen überzeichnen, aber am Schluss ist es im Kern mein Erleben. Die Kirche hat für mich einen enormen Stellenwert und ich glaube, es hängt zusammen mit meiner Geschichte. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Gott und der Glaube keine grosse Bedeutung hat. Wir sind zwar am Namen nach reformiert gewesen, aber weder hätten wir regelmäßig gebetet, noch wären wir regelmäßig in die Kirche gegangen, noch hätte Gott irgendwo einen Teil von meinem Leben gehabt. Aber als ich so etwa 13 war, bin ich mit meinen Eltern zusammen in Kontakt gekommen mit Christen aus der GVC. Das war noch ganz eine andere Kirche wie heute. Aber sie hat hier schon Menschen gehabt wie heute, die leidenschaftlich waren, die den Glauben in ihrem Alltag hatten, die etwas erlebt haben mit dem Gott. Und sie hatten hier schon so eine Ausstrahlung gehabt, dass ich gemerkt habe, es zieht mich dort hin. Sie waren für mich so ein Ort, wo ich Gott begegnen konnte. Und ein Ort, wo mir gezeigt hat, es lohnt sich, Gott eine Priorität zu geben im Leben. Und vor etwa 15 Jahren, zum Start unserer Ehe, haben meine Frau und ich darüber diskutiert, was die Ziele sind in unserem Leben, auf was wir uns einschiessen wollen. Wir haben gebetet und wir haben uns entschlossen und gesagt, wir wollen der Kirche den ersten Platz geben. Wir wollen uns investieren in das. Das ist unser Anliegen, gemeinsam, indem wir Kirche bauen, das Reich Gottes zu bauen. Das war unser Plan. Und haben angefangen, seitdem Hunderte, Tausende von Stunden investieren. Tausende von Franken von unserem hart ersparten Geld, das ich hart verdient habe, wo in diesem Projekt, in dieser Idee drin steckt. Ich gebe es zu, es war nicht immer einfach. Es war auch nicht immer cool. Ja, es hat einen Moment gegeben, wo es mich angeschissen hat. Ja, es hat einen Moment gegeben, wo ich auch lieber an einem anderen Ort gewesen wäre, als am Sonntag in der Kirche. Ich auch lieber diese Wanderung noch gemacht hätte. Oder diesen Trip noch. Oder mir das hätte leisten können. Ja, es hat sie gegeben, die Momente, und es gibt sie immer noch, wo wir die Krieg haben am Sonntagmorgen, weil die Kinder sagen, wir wollen nicht in die scheiß Kirche. Aber wir haben in unserem Herzen eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung getroffen, dass wir manchmal durch alle Widerstände durch, manchmal durch Herausforderungen durch, uns investieren wollen. Und es gibt immer wieder Leute, die im Gespräch mit mir sagen, dass sie es bewundern, mit was für einer Leidenschaft, dass ich dem ganzen Glauben angehe. Wie ernst das es mir ist. Dass sie es bewundern, mit was für einem Feuer, dass ich über das erzählen und reden kann. Aber das Geheimnis ist, das Feuer kommt nicht von irgendwo. Das Feuer kommt von all diesen vielen kleinen Entscheidungen. Das Geheimnis in unserem Leben ist, was du wertschätzt, wird wertvoll. Und überall, wo du Ja zu etwas sagst und Nein zu etwas anderem sagst, kommt das an Stellenwert über, eine Wichtigkeit. Das ist das Geheimnis von einer funktionierenden Ehe. Dass du Ja sagst zu deinem Partner und Nein sagst zu 4 Milliarden anderen Optionen auf dieser Welt. Dass du sagst, du bist mir wichtiger als der und der und der und der und der. Ich ziehe dich vor. Ich setze meine Priorität auf dich und nicht nur auf alle anderen. Und je mehr, dass du einer Person deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, dein Geld, was auch immer das es ist, schenkst, desto wertvoller wird sie werden. Und so lass mich dich provokativ fragen, was hat Nummer 1 Priorität in deinem Leben? Für was investierst du dich? Und nicht so schnell daher gesagt, weißt du, wie wir es ja gerne weten, was wir eigentlich denken, sondern was die Fakten in deinem Leben sagen. Und dann will ich dir Mut machen, dich ernsthaft zu fragen, ist das, was du willst? Ich sage es dir nicht. Und du musst mir auch keine Rechenschaft ablegen, es ist einzig und allein deine Sache. Dich zu fragen, stimmt es so für dich? Oder könnte es sein, dass die Botschaft von dem Prophet Haggai heute am Morgen eine Botschaft in dein Leben ist, um nochmal eine Kurskorrektur vorzunehmen und zu sagen, hey, ich habe jetzt nochmal eine Chance, die Weichen neu zu stellen und für die Zeit, die vor mir liegt, etwas anderem Priorität zu geben. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist, mitten unter uns.
Und dass du uns als Vorbild vorausgegangen bist und gezeigt hast, dass du bereit bist, alles zu geben für die Gemeinschaft mit uns. Du hast alles auf eine Karte gesetzt, du hast alles investiert. Der Römerbrief sagt, dass du nichts zurückgehalten hast. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in unserem Herzen das Vertrauen nochmal stärkst. Dass wenn wir auf dich sitzen, dass es sich lohnt. Am Schluss am Ende. Und ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen da redest. Ob, wie fest, dass der Ruf vom Haggai auf sein Leben zutrifft. Und dass er es macht aus seiner Überzeugung heraus, wenn er Entscheidungen trifft. Und nicht aus dem Drängtsein von außen. Nicht aus dem, was die Leute außen gerne hätten, sondern aus dem, was er innen dran führt. Was richtig ist. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche, als GVC Kirchen, hier im Zürich-Oberland, in Winterthur und allen anderen Orten, wo wir sind, ein Ort dürfen sein, wo Menschen etwas spüren, wo Menschen etwas erleben von der Realität, wo du bist. Und von der Realität, dass es sich lohnt, ein Leben mit dir zu führen, dir den ersten Platz zu geben. Auch wenn aussen herum oft viele etwas anderes sagen. Amen.